Hallo lieve vriend, vandaag hebben we een koffie. Vandaag wil ik een klein beetje vertalen van Römer is dat, kapitel 8 vers 6. Dat zegt, wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt, für den meint dat der dood. Was meint dat? Dat zegt, wer über den Jesus hat, für den meint dat Leben en Frieden. Vielleicht glaubst du von der du lebst. Die body, dat leeft. Du als Mensch, du lebst. Aber wenn deine Seele nicht wirklich am Jesus lebt, du bist so lebendes aus dem Fleischwelt, dann bist du noch ein döder Mensch. Du bist noch dood. Dat hat alle nichts, was auf dieser Erde ist. Du bist dood. Aber wenn du bist Wahrheit wurde, Jesus Wahrheit wurde, ein neuer Mensch geworden bist, Jesus an dein Hort hast, dann bist du ein Untermensch, dann bist du ein Mensch, wo du leben denn. Leben für ewig, und das ist nicht verdammt. Dann lebst du dort für Jesus. Nicht mal für dich. Ich lebe nicht für mich. Ich habe mir Gott angegeben. Ich gehe nicht mal nur mich. Das ist Gott sein Body. Das ist Gott sein Geist. Gott sein Tempel. Von der ersten Tag, dass alles so verdreht werden. Die Menschen, die glauben nicht einfach, die Zweite, dass das Gebiet, wie die Menschen am anfahren. No, ich und du sind die Zweite. Das ist normal, wenn wir die Zweite Kaffee haben. Wenn ich sehe die Zweite und ich trinke Kaffee. Was tust du mit deiner Zweite? Der nächste, der trinkt Bier. Das, was in seiner Zweite haben, Bier haben die du bist. Die ganze Zweite ist voll Bier. Oder Schmecks. Oder Drugs. Und immer das ist, Huderie. Dort hast du die Zweite? Really? Mais? Das ist doch nicht wirklich. Das ist ja bei so. Das ist reich? No. Ist Kaffee reich? Wir haben aufpassen, was wir tun in unserer Zweite anderen. Das ist unsere Zweite. Aber ich weiß dort, wir können Frieden haben am Hort. Hier ist eine innerliche, große Frieden, die wir haben. Und wir den Heiligen Geist haben, unsere Schuld alle in Jesus gebracht haben. Das ist ein leichtes Leben, wenn du weiter warst. Aber wenn du probiert, so zu leben, mit dem Fleisch, die volle Leben warst, dat meint eine Welt dood, dat hoopt die nichts und dat wird die nicht Frieden bringen. Aber wenn wir Jesus anladen, an uns Hort, ab Ernst, in Jesus vertrauen, in die Taufe von Heiligen Geist, nicht so eine Taufe, was die Menschen Religion haben, wenn die wollen sich befreien, ja, die haben so viel Zeug von der schon da, die den Menschen taufen, aber der ist nicht wirklich Wahrheit geboren. Die Menschen, die haben nicht wirklich eine Bekehrung, aber was da wird noch getauft. Pastores, Prediger, die sind verantwortlich. Die sagen, wer hast du sagen? Für die Menschen, die sich taufen lassen, ist die wirklich Wahrheit geboren, ist der wirklich ein Christ, hat er sich wirklich bekehrt. You know, wenn du bekehrt in Wahrheit geboren bist, dann will ich sagen, steh ab und go sei die Menschen dort. Das sagt, die Bibel sagt, Matthäus 28, Vers 19, Gott rührt die ganze Welt von der Falsche. Und lehrt ihr alles, was ich gelehrt habe. Und deubt ihr an den Namen von dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das ist mir in Dinge abgewandt, wenn du auch bist Wahrheit geboren. Dann sagt mir, Jesus sind die Jünger. Und wie viel sind wir? Sind wir viel von der Arbeit drin? Die Bibel sagt, wir sind sehr wenig Arbeiter, aber die Ernte ist sehr groß. Und dort sind wir. Wir brauchen nicht mal weit checken. Geben sie uns. Die sind alle so, die fehlt dort. Wirklich, das ist mit dem Schämen, wie wenig Arbeiter du sind. Das ist wirklich mit dem Schämen. Aber ein Teil Christen haben wir. Aber die tun die Arbeit nicht. Sehr viel Arbeit ist klar. Ich will die mal merken, besonders, wenn du nicht wirklich Wahrheit geboren bist, du hast wirklich nicht die innerliche Frieden noch niemals sich reden. Ich will die Teure wählen. Jesus unrufen. Du hast fragen, die freundlich um ihre
Ruk Jezus me aan. Dat in die hart komt. Hij mag dat u mal verstaan kan, wirklich. Und zei, du ist gerade tevreden bent, want we wirklich Jezus haben. Das ist die Jezus. Dat is dingen ongoed te zeggen, wat ja oder nee, weißt du oder weißt du nicht. Wenn wir Jesus haben, wir weiter dass Jesus der wir ohne Fehler, der wir herrlich. Und wenn wir Jesus am Hart anladen, dann wollen wir Menschen wie alle sein, die in der reinen Leben führen. Dann wollen wir an sich heute nicht so verschwinden. Wenn Gott sagt, er wird auch das schon merken, und die anderen das schon merken. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, bis das nächste Mal.